galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Es gibt für alles eine logische Erklärung. Das sagte meine Mutter ständig. Ich stand in der Tür und sah dem merkwürdigen Typen nach. Er schlurfte runter zu Lukas Kellertür und hinterließ im Schnee eine schleimige, grüne Spur. Eine logische Erklärung. Nun, vielleicht hatte er grünen Schleim mitgebracht. Oder Spinatsuppe? Komischer Typ. Wer war's? Ein Freund von Lukas. Von der Astronomie AG, glaube ich. Kannst du den Tisch decken? Stella! Ich muss die letzte Runde von Starfighter 5 schaffen. Oh nein, die Laserbar zugleich ist leer. Stella, hör auf zu gamen! Shit, diese Kometen werden... Nein, nicht schon wieder. Game over. Tisch decken! Jetzt! Sofort! Ich komme gleich. Ich muss nur noch kurz runter zu Lukas. Hallo, Pluto. Hey, Lukas. Lukas' Zimmer war vollgestopft mit Dingen. Die Wände waren zugepflastert mit Zeichnungen von Raumschiffen und Außerirdischen. Und auf einem großen Regal standen seine Erfindungen. Auf dem Teppich waren ein paar grüne Flecken. Ist der Freund schon weg? Oh, er hat es ziemlich eilig. Lukas saß mit Pluto auf dem Bett. Sie schauten zum Erfinderregal hinüber und sahen besorgt aus. Was macht ihr? Wir schauen uns den Space-Telegraphen an. Lukas zeigte auf einen verstaubten Kochtopf. Der stand schon seit Ewigkeiten da. Er hatte daran einen Skistock und eine Glühbirne befestigt. Ach so, das ist ein Space-Telegraph. Und wofür hast du den gebaut? Ach, den habe ich doch nicht gebaut. So komplizierte Geräte kann ich doch nicht bauen. Den hat Pluto gebaut. Toll, Pluto, gut gemacht. Da kam mir wieder in den Sinn, was Mama und Papa gesagt hatten. Dass wir mit unseren Weltraumfantasien aufhören sollten. Lukas, kommst du hoch und hilfst mir Tisch decken? Wir dürfen einfach nicht in den Funkschatten vom Mond kommen in den nächsten 3 Minuten. Stimmt's, Pluto? Ja, sonst funktioniert der Telegraph nicht, oder? Oder wir könnten einfach ein bisschen rausgehen und... Achtung, Achtung. Alarmstufe Rot. Höchste Gefahr. Wow, der Kochtopf spricht. Wie machst du das? Hast du dein Handy reingelegt? Psst, die Glühbirne, sie leuchtet noch. Es ist noch nicht fertig. Wichtige Meldung an das gesamte Universum. Extreme Gefahr. Wow, das klingt gefährlich. Das ist es. Sehr gefährlich. Das war typisch für Lukas. Er hat unsere Weltraumspiele immer sehr ernst genommen. Jetzt sah er wirklich verängstigt aus. Er ist aufgewacht. Urgat Malex ist erwacht. Oh nein. Es ist noch schlimmer, als wir dachten. Vorsicht. Urgat Malex ist erwacht. Hogat Malex? Wer ist das? Horgat Malex ist das gefährlichste Wesen im ganzen Universum. In diesem Moment, genau in dieser Sekunde, entschied ich mich dazu. Wir würden uns noch eine letzte herrliche Weltraumfantasie ausdenken, Lukas und ich. Im Geheimen. Als unser Weihnachtsgeschenk. Verstehe. Und weshalb ist das so gefährlich? Er wird das Universum zerstören. Kann man ihn irgendwie aufhalten? Da muss man zu ihm, ins All. Und dafür brauchen wir sofort Raketentreibstoff. Wir brauchen unbedingt schnell Raketentreibstoff. Wir müssen sofort ins All. Kommt! Hallo, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Ja. Wir brauchen 5 Kilo Äpfel. Wir standen im Supermarkt in der Obstabteilung. Ach so, wobei, 6 Kilo wären besser. Aber sie müssen unbedingt verfault sein. Wo finde ich die? Hier sehe ich nur frische. Verfault? Ja, so richtig verfault. Am liebsten ein bisschen angeschimmelt. Sie wollen verfaulte, verschimmelte Äpfel? Lukas, können wir nicht zu Hause irgendeinen Raketentreibstoff finden? Ja, verfault und verschimmelt. Ich möchte ja nicht einer von diesen mühsamen Typen sein, die sich ständig beschweren und meckern.
Aber letzte Woche habe ich hier auch eingekauft. Und um ehrlich zu sein, habe ich einige Äpfel bekommen, die nicht wirklich verfault waren. Oh, das tut mir leid. Komm, wir gehen. Warte mal. Ja, sie waren frisch gepflückt und schön. Völlig unbrauchbar. Unbrauchbar? Ja, als Raketentreibstoff. Dafür braucht es eben verfaulte Äpfel. Sonst ist es unmöglich, zu anderen Galaxien zu fliegen. Unmöglich. Kann ich Ihnen gleich sagen. Ja, natürlich. Ich schau mal nach. Im Müll. Da gibt's bestimmt ein paar verfaulte Äpfel. Danke. Schau, da ist Stella mit ihrem Weltraumbruder. Was kaufen die denn? Oh Mann, wie eklig. Die Verkäuferin kam mit einer vollgestopften Tüte zurück. Es roch furchtbar. Ich versuchte mich hinter einer Pyramide aus Schoko-Weihnachtsmännern zu verstecken. Oh, das stinkt. Verfaulte Äpfel. Vielleicht ist das hier eine Art Weihnachtsessen auf dem Saturn. Stella, komm, wir müssen bezahlen. Ja, ganz genau, Pluto. Es gibt noch so viel vorzubereiten für unseren Weltraumtrip. Leise, hör jetzt auf. Eins war klar. Meine ganze Schule würde nach den Weihnachtsferien von der Szene wissen. Ach, für diese verschimmelten Äpfel müssen Sie aber nichts bezahlen. Aber natürlich bezahle ich die. Boah, das hier ist beste Qualität. Die sagt, du musst sie nicht bezahlen. Hörst du schlecht oder was? Kann ich mit Cosmos Cash bezahlen? Lukas streckte ihr ein Stück Papier entgegen, auf das er Zahlen gemalt hatte. Hier, ein 100er. Der Rest ist für Sie. Frohe Weihnachten. Danke. Wir stapften durch den Schnee nach Hause. Ich fühlte mich schlecht. Ernsthaft? Kosmos Cash? Ja, das benutzt man im gesamten Universum. Ich kann dir welches zeichnen, wenn du brauchst. Ich arbeite Teilzeit für die Galaktische Notenbank. Okay. Und was machen wir jetzt? Na, warten natürlich. Worauf? Na, dass es Mitternacht wird. Erst dann kann man ins All fliegen. Das habe ich dir doch schon 100-mal gesagt. Hab ich vergessen. Ist nicht schlimm. Stella, das wird eine ziemlich gefährliche Reise werden. Ich hoffe, das ist okay. Natürlich ist es das. Wir versteckten die verfaulten Äpfel hinter der Garage. Mama und Papa durften nichts merken. Na, sieht man euch auch mal wieder? Essen ist gleich fertig. Setzt euch hin. Irgendwann beim Essen beugte sich Lukas zu mir und flüsterte mir ins Ohr. Stella, was ich vorhin gesagt habe, das stimmt nicht wirklich. Also, dass die Reise ziemlich gefährlich wird. Okay. Sie wird mega gefährlich. Aber die Zukunft des gesamten Universums hängt von uns ab. Stella, traust du dich trotzdem? Kommst du mit? Klar, das wird lustig. Ja! Lustig? Lustig? Konnte ich mich noch mehr irren? Oh ja, das konnte ich. Galaktische Weihnachten. Der SRF Kids Adventskalender zum Hören. Alle Folgen gibt's auf srfkids.ch und überall, wo es Podcasts gibt. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.